Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats. Ein weiteres Thema aus mir für ganz kurzer Zeit mir wird der Weg gelaufen. Mit von denen, wo ich gemerkt habe, oh, muss ich das eigentlich hier abbringen. Es geht ein ziemlich zwiegespaltenes Thema von christlichen Hexen, beziehungsweise das gehört an Version christlicher Paganismus mit der Remarque am Englischen dabei. Yes, this is a thing. Nee, das ist kein thing. Ich werde doch nicht wirklich Erklärungen dazu geben, ich will einfach gerne ein bisschen Fragen aufstellen. Und die Leute, die sich damit befassen, dann die sich absolut dafür entschieden, das dort dann als Richtung irgendwie zu entwickeln, sich mal ein bisschen zu froh. Weil ich merke nämlich leider ganz oft an der Spiritualität, an der New Age Esoterik oder der New Age Spiritualität, dass die Leute absolut überzeugt sind davon, weil auch immer die Message rüber könnt, der wie aus der Richtung, das nehmen der wie, und du weißt, was du sollst machen. Und die sich so damit überzeugen und noch so vehement damit umgehen, dass sie eigentlich nicht mitkriegen, aber was im Zwiespalt zu stehen. Ich werde auch so eine kleine Anekdote mal darauf bringen, für wirklich mal den Blick ein bisschen abzumachen und auch nach einem weiteren Thema mit an Angriff zu holen, dass ich auch ein bisschen mehr weitgehend erklären werde. Also, genau gesehen, als Hexentum der Kontakt mit der Natur, den Umgang mit der Natur, den Zusammenarbeit mit der Natur, Verständnis und Respekt zu der Natur. Wenn ihr schon könnt und probiert mir zu erklären, dass das am Anklang ist mit einem Christentum, wo klipp und klar definiert ging ist, dass Gott gesagt hat, macht euch die Erde untertan. An den Schriftstecker davon klipp und klar dran steht, dass Hexen nicht zu dulden sind, umzubringen sind, und dass sie vom Teufel sind, und dass sie böse sind, und dass sie absolut nichts mit den biblischen Dingen zu tun haben, da stellen ich einfach nicht ein gerne offen die Frage, was ist der Besoin von den Leuten, für die zwei Sachen zusammenzubringen und zu sagen, das geht als Richtung. Das eine gibt das andere nicht ausschließen. Das Christentum hat klipp und klar ausgeschlossen, dass die zwei zusammen funktionieren. Also wenn ein Christ ist, authentisch daran wäre, da könnt ihr nicht gleichzeitig so wie Hex. Das ist also für mich so, wir probieren die Leute zu überzeugen, beziehungsweise es wird für einen Grund, fällt es schwer zu sagen, es schwillen ewig. Und ich gehe nicht hin und es so einfach, doch ich möchte die zwei Sachen zusammen und es so und das geht. Und man hört sich an all die Instanzen, all die Schriftstücke, all die Erzählungen, die dazu gehen, all die Erfahrungen, die dazu gehen, die klipp und klar so, das kann ich nicht vereinbaren, die gehen einfach mal so auf die Seite gedrängt. Natürlich kann auch den anderen hingehen und so, mir ist ziemlich egal, was du erzählst. Ich sehe mich aber als christliche Hex. Der kann nie ganz Christ sein. Der kann doch nie ganz Hex sein. Also, für was das gut ist, weiß ich nicht. Besonders weil ich weiß, dass es so viele Richtungen gehen, sich vereinbaren. Lo ist das Ganze so weit gegangen, dass dann eben auch gesagt hat, christlicher Paganismus wird. Es sind Christen, die definiert tun, dass alles, was nicht an die monotheistisch-patriarchalische Religion herabpasst, pagan ist. Also schließt das andere aus. Das ist ein Oxymoron zu behaupten, es gibt christlichen Paganismus oder es gibt ein christliches Hex. Weil, wie gesagt, das andere ausschließt und das mit dem anderen nichts zu tun hat. Dabei sind ich der Unterschied, Freundin. Ich meine, die christlichen Navi sind das für mich nicht ein Ding, das Problem in der Geschichte. Ich stelle mir die Frage, für was die Leute meinen, sich die 100 Jahre ein bisschen abzuhalten. 4 Jahre, da sind zwei Hexen, die sich hier noch nach ganz ferner Tor gekriegt haben.
die an Deutschland sozusagen den Terra für New Age Esoterik eigentlich ziemlich gut vorbereitet haben. Das war ein ja Taxe Sandra und ein Taxe Thea, ich weiß nicht mehr, wie von den zwei war. Da hatten sie ja eine Fernsehsendung darüber gemäht, wo das der Sache gewesen hat, wird am Hexentum mischt, wie so einer anderen Beamte im Ärmel, wenn er schläft, versteht mich richtig. Es sind der Meinung, dass ein Austausch mit der Energie von einem Baum für sich zu verwurzeln eine ganz gute Idee ist. Aber wenn das ganz dramatisch abgebaut wird, da fängt nicht an, ein bisschen daran zu zweifeln. Und dann ist es klatsch an den Kirche gegangen und hat da für die Hexe gebiert, die Demos verbrannt, für dass die nicht am Fegefeuer sollte für hängen. Das heißt, wir sitzen also auf der einen Seite in Richtung ab, also wir sind für die Natur insofern und so weiter. Wir haben nach immer und dem Glaube fest, dass du wirklich die Hexe, beziehungsweise die Frauen, die du als Hexe verbrannt sind, an einem Fegefeuer sind, ohne am geringsten Mal zu erfahren, ob das Fegefeuer wirklich existiert. Und das ist wohl so, wo ich auch das Thema werde abgreifen, nämlich am Sinn von eine ganze Gruppe Leute, die ich gesehen auf dem Dingen, auf dem Punkt von wegen, dass sie wirklich davon überzeugt sind, dass wenn ich mein Glauben so absetzen und ich so ich glaube da drunter, dann endet die Person auch dort. Das heißt, ohne irgendwo offen zu sein dazu oder sich ein bisschen den Dingen zu machen und zu sagen, komm wir gucken, heimlich ist Leben nur irgendeiner Grundregel zu machen, aber wenn wir das geben, da gucken wir mal, was die andere Seite ist, anstatt Leute zu mengen, mehr weiß ich schon, wie ein Leben hier handeln ist, besonders für die Leute, die nicht wirklich Kontakt mit der anderen Seite haben. Medien sind ein bisschen anders in der Weg von den guten, mit gesundem Menschenverstand. Aber ich stelle fest, dass ganz viele Leute, die medial erkennbarweise in der Weg sind, dass die eine Vorstellung haben, wie das ja nur am Leben neben drunten ist, wo so wo der nicht Lust ist, einfach mal überraschen zu lassen. Aber irgendwie haben wir das noch nicht so hin. Und das ist auch, das heißt, dass du die Hexen, also die Leute, du warst schon nicht mit Hexen drin, dass die Leute, die du verbrannt gesehen haben, die du umgebracht gesehen am Dinge von, dass sie Katze oder Hexe waren, dass die vielleicht im Moment, wo sie die andere Seite waren, die sagt ganz anderes betäuscht und die Welt ganz anderes gesehen haben, und dass die nicht mit einem Fegefeuer zu dienen haben oder mit was weiß alles. Das war für die Frauen nicht möglich. Also hat sie da weit nach immer fest oder gehalten, am Sinn von, ja, da muss man nicht ganz davon lassen, und da meine ich etwas an der Richtung, obwohl das so gut, wenn du wirklich ein Hex verbrannt gehen hast, schon gut nicht an Glaubensrichtung von der Hex, die du verbrannt wie gepasst hat. Also stellen die Leute eigentlich Christentum nach immer über das Ganze. Also kein Dinge von Mathe nehmen, mit Christentum steht drüber. Und damit will ich einfach mal eng froh abstellen. Kann nicht sehen, dass du den einen oder den anderen der Hand hast, den sich ein Hand dir schon ablässt, wenn sich sieht, wenn ich los stirbe und geht einfach in den Himmel, da kann ich immerhin zu Gott sagen, gucke schon, ich sterbe nach immer und dich gelebt. Oder was soll sonst der Grund sein? Wir werden besonders als Frau so eng Frau verursacht Religion nach immer am Schlepptau hat, anstatt sich wirklich mit der Natur zu befassen. An dem Sinn, wie immer, ich hoffe, ich kann etwas mal auf den Weg gehen. Vielmals merci für das Luistern. Schöne Mittag, schönen Abend, eine gute Nacht.